So, ihr Lieben, heute haben wir ein super gutes Thema. Ich bin so dankbar, dass wir mit euch beten dürfen. Das sind ja Tausende von Leuten, die das irgendwann am Tag mitbeten oder auch versetzt beten. Das spielt auch gar keine Rolle, sondern es ist eine Hilfe und es ist mega cool, weil wenn man beginnt zu beten, dann wird man sich bewusst, wir haben viele Themen, wo wir Gott Danke sagen. Wir haben viele Themen, wo wir wissen, wo wir mit Gott zusammen Siege ringen werden. Aber Gebet ist nicht nur etwas für schwache Menschen, sondern Gebet ist eigentlich eine Beziehung zu diesem wunderbaren Gott im Himmel, der für uns ist und der mit mir ist und der auch große Dinge in dem Sinn auch bewegen wird. Der Bilderabend, Susanne, heute zum Beispiel. Heu- Erklär dir das mal ganz kurz, was das ist. Heute steht auf dem Gebet, wir beten für Finanzen und Versorgung. Wir werden das Jahresgebet beten und als ich das so durchgelesen habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich genau das Gebet oder diese Punkte, die hier in den Bilderrahmen können, weil er bittet um Segen, er bittet um Erfolg, das sind alles Dinge, die er sich wünscht und ich finde es so faszinierend, heute durch dieses Gebet durchzubeten mit der Vorstellung, dass das eigentlich unsere Wünsche sind oder sogar noch mehr, dass das die Art und Weise ist, wie Gott uns sieht. Genau, wie sieht Gott mich? Vielleicht in deinen Finanzen und denkst, Gesegnet, erfolgreich und all diese Dinge. Und das klingt ein bisschen provokant, aber lass uns da mal hinschauen. ja, ich wollte auch den Switch machen, weil du sagst, es gibt aber hier Dinge, die sind bei mir noch nicht da, wo ich sein möchte. Vielleicht ist das ein Job, wo du dich happy findest, vielleicht hast du gar keinen Job, Ja. vielleicht hast du in deiner Ausbildung mega Mühe, einfach das Level, der Druck, alle diese Dinge, die Abgaben einzuhalten, finanziell sagst du, gut, man hat ja nie genug, ja, ich habe noch nie getroffen, aber nichtsdestotrotz gibt es schon eine Grenze, wo es einfach dann schwierig wird, wo man dann mehr in der Armut drin ist und das ist dann nicht ganz so einfach, wenn man nur schon die Wohnung oder gewisse Dinge nicht mehr bezahlen kann. Darum heute, wir beten für Finanzen und Versorgung, ja nicht nur für die Finanzen, sondern wenn Gott dir einen neuen Job gibt, kann auch sein, dass dann die Finanzen ein bisschen besser werden in dem Sinne oder du hast einen Job, wo du merkst, hey, das Gehalt ist zwar nicht so krass, aber ich blühe dabei auf, weil Finanzen ist nur ein Teil, aber glücklich zu sein, das Gefühl zu haben, das ist der Ort, wo ich ein Salz und ein Licht sein kann, wo auch das, was ich kann, was ich bin, auch wertgeschätzt wird. Das ist ein kompliziertes Thema. Und darum, Jabes ist eben ein gutes Beispiel, weil Susanne, es beginnt ja eigentlich mit Schmerz, oder? Ja, genau. Also von Jabes stehen genau 2 Verse in den Chroniken. Mitten unter einer großen Auflistung von Namen kommen 2 Verse, die ein bisschen anders klingen. Das mit dem Schmerz geht folgendermaßen. Diese Verse stehen in 1. Chronik 4, Vers 9 und 10. Da heißt es, Jabes war angesehener als seine Brüder. Kommt mitten unter einer Auflistung von Namen. Seine Mutter hatte ihm den Namen Jabes, das bedeutet, er bereitet Schmerzen gegeben, weil seine Geburt sehr schwer gewesen war. Und jetzt kommt der alles entscheidende Satz. Aber Jabes betete zum Gott Israels und rief, bitte segne mich doch, erweitere mein Gebiet, steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück, kein Leid möge mich treffen. Und was ich die krasseste Aussage finde, ist, und Gott erhörte sein Gebet. Wir werden es ganz systematisch durchbeten. Das erste beim Jabes, anerkenne Gottes Größe. Jabes betete zum Gott Israels. Und jetzt kannst du dir mal deine Augen zumachen, weil wenn ich mir meine Augen schließe, sage ich es einmal so, und ich nicht sag jetzt mal, vom Rest rundherum abgelenkt bin, dann heißt es, am Anfang war die Erde wüst und leer. Es war nicht schön, es war Chaos. Es herrschte eine Dunkelheit, es war nichts da. Und Gott sprach ein Wort. Und wieso ich das sage, jetzt ist ganz konkret, weil wenn ich etwas mache, ich brauche meine Hände, ich tippe was im Computer oder was auch immer. Aber Gott sprach. Und dann ist diese Fülle, diese Schönheit, diese Komplexität, alleine dein Auge, wie ein Auge sich entwickeln kann im Leibe einer Mutter, kannst du mal googeln. Alleine ein Auge, da kannst du eine Doktorarbeit schreiben. Alle diese Dinge hat Gott in Existenz gerufen. Und wenn ich zum Gott von Israel anrufe, ist es eben ein kleines, halsstarriges Volk,
das immer umgeben war von Feinden, das nie eine Chance hatte, hat Gott auserwählt. Er nahm das Kleinste, das Schwierigste, um den Rest zu beweisen, es gibt keine Grenzen. Gott hat nicht das größte Volk genommen, das schon alles hatte, sondern eben das Gegenteil. Und das ist ein Bild, wo ich jetzt dich hineinversetzen möchte. Nimm dich als das kleine Volk Israel, nicht viel umgeben von Herausforderungen. Gott nahm das Volk bis heute. Der glimmende Docht wird nicht erlöschen und das geknickte Rohr wird nicht zerbrechen. Und ich rufe das aus über dir, dass ich weiß, wenn Gott aus dem Nichts mit einem Wort Himmel und Erde schuf, Gott das Volk Israel bis heute nicht losgelassen hat und immer wieder Wunder an Wunder, Versorgung gemacht hat, dann kann ich wissen, ich bin in der besten Position. Ja. Also man muss die Augen zumachen, zuschließen und sich dann bewusst machen, nicht die Umstände, das, was ich sehe, was ich erlebt habe, was ich jetzt erlebe, die Not, die ich jetzt habe, definiert die Größe Gottes, sondern Gott ist, Gott war und Gott wird immer wieder bleiben. Darum hat auch die katholische Kirche, nimm ein Beispiel, wenn du reinkommst, der Altar ist aus Gold, Silber, Marmor. Ich möchte da nicht zu fest in Details hineingehen, aber das war gewesen, wenn Menschen kamen, die nicht so viel hatten und die kamen da rein und haben gesagt, wow, das wird mich im Himmel erwarten. Das ist etwas Visuelles, weil der Offenbarung spricht von dem, alle Straßen führen in die Mitte. Alles ist von Gold. Alles sind Perlen, Juwelen, unbezahlbar. Und das ist so ein Bild es geht jetzt gar nicht um das Verschwenderische, sondern es geht um die Schönheit Gottes. Gott hätte auch das alles in schwarz-weiß machen können, ist nicht so. Gott hat Fische erschaffen, die wir nie sehen werden. Man entdeckt immer wieder neue Fische oder auch neue Tierarten und Gott denkt, ja, ihr habt noch gar nicht alles gesehen. Also die Schönheit Gottes, die Vielfalt Gottes, macht, wenn ich meine Augen schließe, mir bewusst, stimmt, das ist ja viel größer als das, wo mir jetzt gerade der Schuh drückt. Zweitens. Und auf dem Bilderrahmen könntest du schreiben, Gott ist in meiner Mitte. Das heißt, ich stelle Gott in den Mittelpunkt. Es heißt, wie sieht Gott dich? Aber zuerst schreibst du hin, wie du Gott siehst in der Mitte. Das Zweite ist, Jabes sagt, bitte segne mich doch. Und in Jeremia 17, Vers 7 steht, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut. Ganz einfach, Gott will segnen. Und deswegen kannst du aufschreiben, ich will gesegnet sein oder ich bin gesegnet, weil Gott segnet den Mann, natürlich auch die Frau, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Also Segen heißt eigentlich unter dem Einfluss Gottes. Unter Einfluss Gottes, und da müssen wir jetzt auch ein bisschen aufpassen, theologisch möchte ich das bewusst sagen, dass man nicht hat, Segen gleich Finanzen, ja. Segen gleich keine Probleme, Segen gleich, jetzt haben wir Kinder. Nein, es ist der Einfluss Gottes und da hat jede Person eine komplett andere Geschichte. Und hier kommt die Spannung, die wir auch in der Bibel sehen, von Paulus sagt, ich hatte viel und dann hatte ich total wenig. Ich hatte total warm, dann hatte ich total kalt, ich wurde verfolgt und dann hatte ich Frieden. Also die Spannung, liebe Leute, wird Gott nicht wegnehmen. Und du kannst nicht die Geschichte stülpen, Gott gleich. Und es gibt ja oft so eine Theologie, Gott, wenn du Gott nachfolgst, dann bist du arm, das Armutsevangelium, und dann gibt es aber auch das Wohlstandsevangelium. Und Paulus sagt immer wieder, Gott ist mein Versorger. Und darum heißt es Finanzen und Versorgung. Und Segen heißt, dass wir uns bewusst jetzt wie einen Schirm unter den Einfluss den Plan Gottes stellen und der ist bei jeder Person etwas komplett anderes. Und bete einfach, dass wir uns bewusst unter diesen Schirm Gottes, den Plan Gottes auch stellen, weil Gott sagte, Jesus sagt zu Petrus, früher gingst du, wo du hingehen wolltest, aber jetzt werde ich dich an Orte hinschicken, wo du nicht willst. Und das nenne ich eben Versorgung, auch an Orte, wo du denkst, oh meine Güte, das will ich nicht. Und doch, wenn man am Ende dann eben schaut, für das Evangelium, für die Multiplikation, war es die beste Entscheidung. Und da darf man nicht menschlich denken, sondern göttlich. Also
Himmlischer Vater, wir stellen uns unter deinen Einfluss, in deinen Lichtkegel. Wir bitten um deinen Segen und da sehe ich einfach, wie du Segen Yes. verteilst. Wir denken, es sind die fertig gereiften Früchte, aber du denkst, dass du uns Samen Ja. gibst. Und öffne uns deshalb die Augen für den Segen, den du uns gegeben hast, den du uns bereits gegeben hast. Und wir strecken auch unsere Hände aus und machen das Gebet von Jabes zu unserem Gebet. Segne mich in deinem Lichtkegel. Lass mich die Möglichkeiten sehen, die ich habe. Lass mich die Ideen empfangen, die du mir schenken möchtest, wo ich dazu gemacht bin, Ideen, die sonst bei keinem fruchten, aber bei mir fruchten sie. Lass uns die Augen öffnen. Das ist der Segen, den wir heute erbitten und empfangen. Ja. Und ich möchte gerade da das dritte Gebet, du hast schon angetönt, bitte um Erfolg, erweitere mein Gebiet. Und es ist auch etwas, wenn wir beten für den Segen, dann gibt Gott dir nicht einen fixfertigen Baum, sondern einen Saatgut in deine Hände. Und ich glaube, dieser Vers, erweitere mein Gebiet, ist eigentlich, seit wir ICF gestartet haben, einer unserer Grundgedanken, wo wir nicht einfach stehen bleiben. Wir hätten oft sagen können, jetzt haben wir ein Gebäude, wir sind eine coole Church für Zürich, aber das International steht seit dem Anfang bei uns drin und das haben wir nicht ausgesucht, das waren die Vorgänger, haben diesen Namen von Gott bekommen, wollten wir ändern. Und Gott hat uns immer wieder Saatgut gegeben und nicht gesagt, jetzt ist gut, jetzt habt ihr es erreicht, sondern beim Evangelium gibt es nie in dem Sinne einen Stopp, weil solange es noch Menschen gibt, die haben noch nie von Gott gehört, von Jesus gehört, ist unser Auftrag nicht zu Ende. Also mein Gebiet zu erweitern, ist jetzt eben ein Gebet, und das Beten, das mache jetzt meine Augen bewusst zu, ist etwas, wo Gott dir plötzlich einen Gedanken gibt, eine Möglichkeit vor die Füße legt. Eine Anfrage, die kommt, aber nicht jede Anfrage, die kommt, ist von Gott. Dann braucht es der Geist der Weisheit, der Erkenntnis. Aber du spürst innerlich in deinem Geiste, oh, das ist Gott. Das ist interessant. Das ist eine ganz leise Stimme, die sagt, doch, ich muss dieses Risiko eingehen. Und Glauben heißt immer, ich sehe etwas, was noch nicht da ist, aber ich vertraue, es ist von Gott und es ist ein Loslassen und ein Investieren. Und während ich die Augen geschlossen halte, habe ich auch gesehen, dass es eigentlich damit zu tun hat, den Samen in die Erde zu säen. Und vielleicht ist es heute für dich dran, dass du Dinge loslässt und ganz bewusst säst. Und säen ist nicht einfach ausstreuen, sondern das macht man ganz gezielt. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du, wenn wir darum bitten, dass du mein Gebiet erweiterst, dass du mir zeigst, wo und wie, dass ich von meinen Ressourcen, und damit meine ich, das kann Finanzen sein, das kann Zeit sein, das kann Talent sein, wo kann ich das investieren und Yes. hineinsäen? Yes. Und mit der Bitte, dass du dieses Gebiet erweiterst, weil wenn ich sehe, dass ich einen Apfelkern in der Hand habe, nützt das nichts. Wenn ich ihn loslasse und in die Erde pflanze, erst dann kann er zum Baum werden. Und da bitte ich dich, bildlich gesprochen, dass du Erfolg schenkst. Jawohl. Genau, es ist ja so, wenn du, nur ein Beispiel aus der Kirchenlandschaft, wenn du nach einem Jahr gleich viele Gottesdienst- oder Kirchenbesucher oder Mitglieder hast du in einem Jahr bis zu 10% gewachsen. Man verliert 10%. Die 10% bedeutet, Leute sterben, sie ziehen in eine andere Stadt in dem Sinne, haben eine andere Freundin, wo vielleicht eine andere Kirche geht, das immer, oder kommen gar nicht mehr. Das heißt, du musst 10% wachsen, um gleich zu bleiben. Wenn man das Gehalt gleich bleibt und alles wird teurer, hat man weniger. Und das ist das gleiche Prinzip, dass man nicht einfach sagt, ich habe ein Gehalt, ist gut so, sondern immer wieder bete, Gott, gib mir Möglichkeiten, wo ich etwas investieren kann. Und genau, wir sind uns gewöhnt in der Kirche einfach, wir vertrauen, dass Gott Wunder macht, das ist alles. Aber in der Wirtschaft oder auch im Management lernt man auch zu investieren. Und ich bin ja ein Bauernkind und wenn du zum Beispiel etwas aussäst und du erntest, dann isst du nicht allem vom Korn. Du nimmst einen Teil vom Korn wieder weg, um es wieder auszusäen
für nächstes Jahr in dem Sinn. Man hat immer ein bisschen Reserve und das Investieren geht es darum, vergrößere mein Gebiet. Und jetzt denkst du, ich habe keine Ahnung wo. Das höre ich immer wieder. Leo, hast du eine Idee? Hast du eine gute Aktie? Hast du irgendetwas? Und sag immer, das kann ich dir schon geben, aber das ist zu kurz gedacht, weil es muss ein Prozess in dir beginnen und nicht einfach so Trittbrettfahrer, weil dann kopierst du, aber du kapierst es nicht. Und es braucht darum jetzt auch wieder bei diesem Gebet, es gibt viele Themen, wo du nicht Halleluja, Amen sprichst. Und es gibt viele Predigten, wo du aufhörst, Gott ist gut und Gott ist gut, sagst du Amen. Aber oft hat Jesus den Leuten eine Aufgabe gegeben und gesagt, geht nach Hause und setzt es um. Und haben Leute gemurrt, oh nein, wir müssen was ändern. Darum, ich möchte bewusst jetzt beten und ich werde bewusst beten, dass der Geist der Innovation, der Geist der Möglichkeiten, wo Gott neue Türen öffnet, weil Gott hat gesagt, wir sollen die Erde bevölkern und sie in Besitz nehmen. Das Wort Besitz nehmen, schöner machen, als wir sie erhalten haben. Nicht zerstören, sondern etwas daraus machen. Es ist dieses Machen, Entwickeln, schöner machen, ist in uns hineingelegt. Und ich löse diese Eigenschaft im Namen von Jesus in dir, in dir, in dir, über deinen Kindern, die plötzlich innovativ denken. In deiner Familie, die sagen, was ist denn der Auftrag von unserer Familie? Wie können wir das Gebiet erweitern? Im Namen von Jesus Christus. Ja, Amen. Amen. Und dann? Und dann, was ich so toll finde, ist, dass er sagt, steh mir bei mit deiner Kraft. Das ist die Bitte um Kraft, weil wir alle wissen, wenn wir unser Gebiet erweitern, heißt das mehr Arbeit. Ganz einfach, mehr Arbeit. Und ich staune, dass sich Jabes dessen bewusst ist, dass mehr Segen auch mehr Arbeit bedeutet. Und deswegen bittet er nicht nur um Segen, nicht nur, dass der Segen auch Frucht bringt, sondern er bittet auch um Kraft. Und das wollen wir jetzt tun. 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist, der uns zaghaft macht, also den Geist der Angst, sondern er erfüllt uns mit Kraft, mit Liebe und mit Besonnenheit. Und alles, was uns Angst macht in Bezug auf Gebietserweiterung, da machen wir heute eine Entscheidung und wir sagen, Gott, wir stellen uns auf die Seite von deiner Kraft, von deiner Liebe und von deiner Besonnenheit. Und gerade in Bezug auf Gebietserweiterung ist es so hilfreich zu wissen, dass wir auch Liebe bekommen. Nicht, dass wir plötzlich so die Ellbogen rausfahren, sondern du gibst uns genug Kraft, genug Liebe und auch genug Schlauheit und Besonnenheit, Dinge zu tun. Aber wir wissen, dass wir dich, du allmächtigen Gott, unser Schöpfer, darum bitten. Yes. Genau, und er endet mit, er bittet um Bewahrung. Bitte Gott, bewahre mich vor Unglück und kein Leid möge mich treffen. Jetzt lade ich ein, deine Hand auf deinen Kopf zu legen und ich segne dich im Namen des Vaters. Er ist der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott. Allwissend, er weiß alles, allgegenwärtig, er ist überall. Gehe ich bis ans Ende des Meeres, er ist schon da. Stiege hinauf bis zum Himmel, er ist schon da. Bis ins Totenmeer ist da. Er ist schon vor mir da. Und hat auch diese Kraft, die niemand hat. Und ich sehe dich auch in dieser Liebe. Du bist ausgegossen mit einer Liebe in deinem Herzen durch den Geist Gottes. Eine Liebe für Jesus, weil er hat an unserer Stelle, am Kreuz von Golgatha, all unsere Fehler, all unsere Sünden hat er vergeben. Und ich segne dich in der Kraft des Heiligen Geistes, dass du weißt, in meinen Finanzen, in der Versorgung lebe ich übernatürlich. Es ist wie eine Rolltreppe. Ich liebe Rolltreppen. Da steigst du hoch oder klickst dich hinein und du bewegst dich viel schneller als alles andere. Das ist mein Bild, Christ zu sein. Wir haben die gleiche Rolltreppe, aber wir sind einfach schneller. Wir haben wie einen Turbo, wir haben wie einen Grundspeed. Und du bist gesegnet am heutigen Tage. Und das Unglück, alle diese Dinge sei fern von uns. Und Gott hat den Engeln befohlen, uns zu tragen, dass wir nicht mal unseren Fuß an einen Stein stoßen werden. Und das ist diese Kraft von diesem Gott im Himmel. Ihr Lieben, wenn wir beten, vielleicht bist du aus einer Church, aus einer Kleingruppe, ich möchte nur mal ganz kurz, wir hatten 3 Bücher aufs Herz bekommen,
Bete wie niemals zuvor. Das sind 31 verschiedene Gebetsarten, wo mit Ja, einer aber das Kleingruppe Gebet ist dabei. Du kannst es mit diesem Buch auch gerne noch kannst du mit deiner vertiefen. Kleingruppe jedes Mal ein anderes Gebet durchgehen, wird das plötzlich praktisch. Oder Bibel lesen, wie niemals zuvor, sind auch 31 Arten, wie man die Bibel lesen kann. Also wenn du eine Kleingruppe hast oder irgendetwas, das ist mega spannend, da kannst du einfach Kapitel für Kapitel durchgehen. Oder sagst, ich habe Freunde, die sind auf der Suche nach Gott, 100 Andachten, über Gott. Ganz praktische Bücher, uns hilft, an Gott dran zu bleiben. Es sind nicht einfach Bücher, sondern es sind eigentlich Andachten, ganz, ganz praktisch. Wir wünschen euch Gottes Segen. Danke, habt ihr mit uns mitgebetet. Gott liebt dich, Gott ist für dich und die Kraft Gottes wird nicht kleiner werden in dir. Du bist ein Licht und ein Salz, da wo Gott dich hingestellt hat. Darum scheine. Man stellt das Licht nicht unter den Schemmel. Nee, du bist heute an deiner Arbeitsstelle, du bist in deiner Familie. Auch wenn du das Gefühl hast, ich scheine gar nicht, doch du bist und machst einen großen Unterschied. We love you. Bye bye. Tschüss. Ciao, ciao, tschüss.